Dit is de 7e predigt, Dee Deena wat bejierijch wort. Hun redner is Johan Dyck. Vandaar wil we een man betrachten wat Gott schanen deed, aber hij leidt de ontevredenheid zijn leven van jeets en van de bejierigheid verdorven. Hij jemals daran gedacht, wat de ontevredenheid alles aanrichten kan? De beste mensen kunnen doordat ganz verdorven worden. Wer van ons kan zeggen dat we niemals met ontevredenheid gepleegd zijn geweest? Ik hoop, deze predigt wordt ons alle helpen door met te handelen, eer de ontevredenheid ons aanneemt en durch begier verdorft. Onze geschichte vandaag vingen we in datzelfde kapitel als die van vergane werk. 2 Könige, kapitel 5, de vers 15 tot 27. Dat thema vandaag is even de begier. Wat bedoelt begier? Eerstens, begier vangt met een ontevredenheid hart aan. Ontevredenheid is in onze wereld vandaag zeer rief. Eine vindt die mank alle mensen en sicherlich ook mank ons Mennoniten. Je weinig zijn mensen dan ontevreden, wanneer ze meinen, ze zijn niet zo goed behandeld worden, als ze verdiend hadden. Eens gefeilen, ze hebben immer karten eng te houden gekregen, en dat merkt dan ontevreden. Ze denken terug, als ze nog thuis waren, en ze meinen, Mama en Papa hebben aan nicht dat gegeven wat aan traf, oder ze hebben aan nicht met de andere Geschwister even rein behandeld. Wanneer een mens ontevreden is, zegt het niet dat hij dan ook al bejierig is. Dat is aber de eerste schritt in deze richting. Begier bedient en diepet innerlich het verlangen, meer te hebben als wat einer heeft. Aber nicht bloß dat. Begier wil dat nu voorts hebben. Een mens wat begierig is, wil zich dat nemen wat hij wil, op irgendein weg wat schaffen deed, zolang als hij dat zo schwind als möglich krijgt. De Bibel nennt dat Jeets. En de Jeets wordt in Kolosser 3 vers 5 op hetzelfde stoop als Hurerie en Eierbruch gestalt. Jeets betrifft nicht bloß Geld, aber irgendwas, wat einem jankert en einem drift dort te kriegen. Eins gehabene begier nur Geld en Familien. Sie sind wellig ihre Familie, Freund en ihren gouden Nomen abzugeben, solange sie können zu dat kommen. Die Hauptsache ist, dass sie viel Geld kriegen en Familien ihnen. Dan zijn ook die, wat begierig zijn naar eer in anerkennung. Sogar Predigers in Ältester stonen in diese vor. Dat wird ja einer sich nicht von Büten so sein lassen, aber die Begier in de Jeets kann ganz plitsch geholen worden. Einer kann dann auch trachten, dat Menschen immer weiter von einem Gaudet reden. Einer kann dat auch immer so drehen, dat Menschen dat wollen, dat einer wat Gaudet gedonen hat. Dat deed ook immer die Pharisäer. Op diesen Weg können auch de beste Menschen von der Begier und Anerkennung gesteckt sein. Noch eine dritte Sort Begier ist das diepe innerliche Verlangen nach Vergnügen. Dat kann mit Eten, Trinken, auch Hurerien an reines Leben zu tun haben. Einer kann so sehr davon angenommen worden, dass einer sich am nichts anderes mehr kümmert. Ist das nicht so, dat wanneer een man zijn vrouwen Kinder thuis am Sterk laat, om in een Grootstad zich met vreemde vrouwen auf te geven, dat hij van zijn begeer gedreven is? Of einer nu bloos nur Sachen oder Geldhänger an is, oder einer nur Anerkennung tracht, oder einer sich besippt oder Hurerie trifft, wo fängt dat alle an? Ist dat nicht mit einer unzufriedenen Einstellung über seine Wirtschaft, sein Leben, oder seine Frau, oder sogar über sich selbst? Ich denke hier an ein Beispiel. De so tun wir mal de höchste Engel Lucifer. Hij wie die, wat Gott seine Ehr en Heiligkeit bewahren deed. Aber hij wordt ontevreden, wie hij dacht am traf mehr als Gott am gegeven had. Bol vier dat doortou, dat hij nog hecher zijn wil als Gott. Dat is begeer no Anerkennung. En ander wird Stoltheit. Hij wil dat, wat hem nicht geheerd, en ook nicht haben kon. Hij wil dat met alle Macht, en zo entsloot hij zich
dort zu nehmen. Wie weiten alle, wat passiert? Gott muss am uit dem Himmel rütschmieten, wie sie von seine Begier gepackt wir en nicht Büße deid. Begier nur dort, wat am Nichthau stund, mürk von en heiligen Engel, den weisen Feind. Die vandaagse Geschichte fing, wie zoals ik zei, in 2 Könige, Kapitel 5. Wat is dan de Hintergrund von dieser Geschichte? Wir wollen uns ansehen, wo de Begier bij een Mensch ihren Anfang hat. Denk wie terug an letzte Week, als wir von Naaman hielden. Hij wäre nur Elisa gekommen, en die had hem om Jordan geschickt, sich door 7-mal onder te dokken, zodat hij rein wordt van zijn uitsatz. Naaman had veel geld metgebracht, weil zij had niet gerekend dat hij would vrij geheild worden. Nu wie hij beim Jordan Rifa gewast, en hij had zich 7-mal de benen ondergedokt. En wat passiert? Hij weer plötzlich geheild, krijgt zoals de profeet Elisa dat versproken had. Met grote dankbaarheid kwam hij terug naar Elisa, om hem te betonen. Hij had 750 pond zilver, 150 pond gold, en 10 zeer diere kleiderwechsel met. Naaman zei tot Elisa zo, zeg eenmaal, ik weet du als geen God, als die wat in Israël is. Dan neem doch van dienen deiner een geschenk. Als Elisa dat zag, zei hij aber, so wo de Herr leeft, voor dem zijn gezegd ik sto, wo ik nichts nemen. Aber hij probt am te bereden, aber hij nam dat niet. Elisa nam nichts, aber gaf am seinen Serien. Jo, hij zeend am en zeid, go en vrede. En zo leidt hij den Naaman met al zijn geschenken wegvoeren. Nu kommen wir zum ersten Mal naar den Mann von unserer Geschichte, von dem wir von der lehren wollen. Sie nomen wir Gehazi, en wir Elisa seinen Diener. Gehazi wird je met de tijd Elisa seine Arbeit übernommen haben. Nu zijn we dan, waar hij daartoe kwam, dat de begier in de Jits aanpakt. Wel we betrachten, wat voor een denkwijze aan diesem Gehazi zum Jits führen deed. Dat eerste wat we van Gehazi maken is, dat hij met zijn leer scheinbar nicht tevreden weer. Vielleicht wie hem dat in Ouland, immer so sparsam te leven, zoals de Propheten dat deden. Hij had zich waarschijnlijk al lang gewünscht, wann hij doch beter auf weer. Had hij dat niet verdiend? Hij had je Elisa, den Prophet, doch al so lang gedient. Hij had je dem Herrn door der gedient. Wie dat niet bolemol tiet, dat Gott hem ook een beetje meer gaf, als wat hij had? Hij weer niet tevreden en deze leer vrouw te zijn. En tweede, hij had je dat toegezien, wo des Syrische Hauptmann terugkwam naar Elisa en bood hem diesen gewaltigen groten Lohn aan. Wie zich had hij al ohne Twijfel grote plans gemerkt en zich übergerekend, woveel davon aanvlecht trafen wordt. Wat würde sich aber nicht alles scheipe kennen für das Geld? En so stieg an ihm dat Verlangen immer doller, wat hij an nichts anderes denken kon. Hij wil dat Geld haben. Nu kam aber die grote Enttäuschung. Hij kijkt verblüfft toe, als Elisa den Naaman wegschickt, ohne irgendwas zu nehmen. Dat denkt doch nicht, dat Elisa diese wunderbare Gelegenheit nicht uitnutzen deed. Dan sagt Vers 20 so, als hij al op dem Weg een Ängstje van am Weg weer, dacht Gehazi, de Diener van Elisa, de Mann Gottes, bij zich zo. Kijk mal, mijn Herr heeft Naaman den Syrer verschont, en dem am nichts heeft aufgenommen, wat hij gebracht heeft. So wo als der Herr leeft, ik wo am heranran en wat van am annehmen. Hier in deze Wieder, sei wie wo ein Mensch, wat sich von der Begier packen laat, sich alles fein taub denken kann, dat einem dat meiste verkämmt, dat het sogar so ist, dat het vielleicht sogar kun gut sein. Hij denkt ungefähr so, des Syrer will je bloß Dankeschön sein. Wir sind je ganz unheimlich, wann wir dort nicht von ihm annehmen. Der ist je steinreich. Der wird je dort niemals machen, wann uns dort gaf.
der heeft nog veel meer daartussen. Dit is een weg van denken, en zo leib ik doch Gehazi bij zich. Wann einer erst von der Begier gepackt ist, dann kann einer sich allerhand deutlich merken. Seine falsche Denkweise führt ihm nur eine falsche Entscheidung. Hij sagt, so wahr als der Herr leeft, wo ich mich wat terugholen. Hij wist je dat Elisa dat nicht gefallen wordt. En doorheen had sich al entschlossen, hij wordt het pliet stonen. Sind wir eine plietsche Begier? Hij wil je dat nicht haben, dat zijn beste vriend dat weiten deed, dat hij zo begierig weer, dat hij jitzig weer. Nee, dat wordt hij versterken. Am jankert innerlich sehr viel, aber von buiten leidt hij de Menschen dat nicht seinen. But nu wird die Begier noch bloß an seine Gedanken. Aber hij hat an seine Gedanken eine Entscheidung getroffen. Wat wir in onze Gedanken rumdrehen, dat wordt dan sehr bald auch uitgeführt. Hij hat dat allemaal gemaakt. Dat wat wir uns lang überlegen, dat wat uns sehr jankert, bald unternehmen wie schreed, dat wir het schreien. Wir lesen in Vers 21 und 22 so. Dann juchte Gehazi den Naaman hingeran. Dann es Naaman sagt, dat am irgendwer hingeran rand, stieg hij vom Wören am het jähen en zeed. Is alles in Ordnung? Hij zeid, jo, aber mein Herr haft mich geschickt en laat die sagen, seid mal da. Da sind vom Gebirg Ephraim 2 junge Männer von den Prophetengängern uns gekommen. Jef an doch einen Zentner selber en 2 Kleider. So sei wie dann, wo ne unzufriedene Denkwies zu begierige Gedanken führt, en wo diese Gedanken einem driven, dort heran zu prallen, wat einem jankert. Dort te kriegen, führt het immer dieper sogar zu leers, dort zu bewirken, wat einer sich vergenommen hat. Wat noch besonders aufschübend ist dort Gehazi sich prüft, hinge seine Geistlichkeit zu verstärken. Hij deed so, als wann hij dit für Elisa deed, en dort diese Geschenke für ein goudet Wort gonen, für die Prophetengänger, nicht für arm. Aber bei sich weit hij gut, dat is alles bloß für arm. Den Naaman wir sehr toegedonen, en gaf am doppelt so viel selber, als hij noch vroeg. Hij schickt sogar seine Diener, am dort ein Hüs zu drehen. Dann sagt het, dat hij die Sachen en zijn een het Hüs in aandeed. Gehazi wil dat plietsch holen van Elisa. Dat bringt ons dan naar dat derde, en dat is, onze Sünden tja wir nicht verstärken. Gehazi moest bolwaarder zijn dienst doen voor Elisa. Die stelde hem nog onmakkelijke vraag. Wo bist du gewast, Gehazi? Hij zei zu ihm, noch nicht. Dat komt ons graf voor, wo zij Gehazi leeren kon, sogar zu dem, wat am Fall vertrouwen deed. Wer anfangt zu leeren, moet schien zu immer waarder en immer doller leeren, seine Sünden proben plietsch te houden. Elisa sprak hem een zeer grovet Urteil uit. En vers 26 en 27 lezen we dan, hij aber zei zu ihm, is mijn hart nicht metgegonnen, aus dem Mond von seinen Wehren amdreht, die entgehen? Wir dit die Tiet selber in Kleider zu nehmen, Eiljen Wiengordes, Schopenrinder, Knechte en Kerkjes? Aber die Uitsatz von Naaman wird die anhängen, in die Nachkommenschaft ewiglich. Dann ging er uit, en hij weer uitsat sich so als Schnee. Dort nicht ein furchtbares Eng zu dieser Geschichte? Was kann ich von Gehazi lehren? Das erste, was ich von ihm lehren kann, ist dit. Unzufriedenheit ist eine sehr gefährliche Einstellung. Wir stehen in der Gefahr, über vieles unzufrieden zu sein. Unsere Eltern, meine Frau, meinen Mann, meine Wirtschaft, meine Lehre am Leben, ja sogar mit mir selbst. Die einzige Stadt, wo Unzufriedenheit gut ist wann wir über ein sündeljen Weg oder ein sündeljes Benehmen unzufrieden sind. In dem Fall bewirkt der Heilige Geist diese Unzufriedenheit in unseren Horten,
dat we omdraaien en bussen doen en ons dem Herrn bekehren. Alle andere ontevredenheid, wat uit ons fleischelijke denken stijgt, führt zum Schlachten. En tweede, wat ik hiervan leer is, wanneer we ontevreden zijn, dan wil we niet anfangen te grabbelen, wo we kunnen rijk worden. Oder wo we kunnen onze leer verbeteren, dat ons dat schijnen gaat. Wie denk je daarbij bloos aan ons? Dat führt ons bloos dieper en plonsen aan, wat ons te laatst schoden doen. Damit wil ik niet zeggen, dat het onrecht is, wanneer we onze leer proeven te verbeteren. Er is een grote onderscheid, of ik im Vertrauen zu Gott arbeiten doe, dat hij zijn Segen op mijn arbeid leiden kan, oder of ik uit ontevredenheid arbeid met het ziel, dat ik wil rijk worden, zodat ik zo'n uitrichten kan wat mij schijn gaat. De eerste instelling is, dat ik durch een betere weg komen mijn familie en God beter dienen kan. De bejierijche instelling is, dat ik doordat van de mensen meer anerkennung krijg en dat ik mijn innerlijke verlangen dan beter uitleven kan. Gewöhnlich drückt de ontevredenheid deze laatste instelling uit. Paulus zegt wat zeer wichtig over deze soort instelling wat Gehazi had. Wir lesen dort in 1. Timotheus Kapitel 6, wir fangen bij vers 6 an. In sicher ist dort ein großer Gewinst, wenn einer den Christenglauben aufrichtig und zufrieden lebt, weil's wir nicht in diese Welt haben angebracht, darum ist dort klar, wir wollen auch nicht zurücknehmen. Wenn wir Nahrung und Kleider haben, so lot uns damit zufrieden sein. Aber die, wat da wollen reich worden, fallen in Versicherung und loten sich von norische Lasten schlängen, die Menschen an het verdorven en an de verdammnis rieten. Weils de Jits als ne Wartel, waaruit allerhand bij ze kämmt. Einige haben sich dort gelasten loten und sind dadurch vom Glauben aufgekommen und haben sich selbst dadurch viel weiter abgelegt. Aber du Mensch, der du Gott angehirrscht, go so wat uit dem Stich. Wir lehren auch, dat wer sich an de Begier so langsam laten aantragen, die moet baul ook leeren seine Plans wiederzubringen. Wer aussagt, moet ook bijzaaien. En dan een vierde. Wir lehren auch, dat de Begier niemals lecklich merkt. Leider dat Gegenteil. Gehazi musst hören dir dafür betonen. Wärst du wellig für Geld und für Anerkennung oder sogar für ein paar Stunden für Genien deine Seil, deinen gouden Namen, deine frühen Familie, vielleicht sogar dein Leben zu verlieren? Tracht nicht nur dort, wat dein Fleisch so sehr jankert. Jesus sagte mal, tracht ersten Recht Gottes in no seine Gerechtigkeit, so wird jünt dit alles toefallen. En wat hij damit meint wir, all dort, wat wir neidig han, dort wird der Herr uns geben. Aber wir sollen nicht mit allem, was wir haben, bloß immer nur trachten. Wel we noch zu beten. Lieber Herr, ich bid, dass du uns für Begehrigkeit und Unzufriedenheit bewahren lässt. Und wenn du so sollen sein, wat eine Begier stärken doen, wat am Jets stärken, und sie mochten von dit Lauster frei sein, mochtst du an von dir sehr dicht bekommen, dass sie seinen kennen, du deist Sünden vergeben, und du deist uns ein neues Leben schenken, an Jesus Christus. Wir beten dort in seinen Namen. Amen. Wenn ihr noch Fragen habt, über dort, was ihr auf das Programm gehört habt, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche you allen eine gute Welt. Auf Wiedersehen.